Kann mir jedes Mal... Wir hören eben unsere eigene Titelmusik amigs nicht, oder? Und wir vergessen das amigs. Dass ihr die irgendwie, weißt du, so ein riesen Feuerwerk haben, und wir sitzen einfach da. Ja. Aber wenn du uns dafür auf YouTube schaust, haben wir so Pseudo-Moves, bevor so unsere imaginäre Intro-Musik. Ja, siehst du nur. Also, wir müssen jetzt einfach die Moves noch schnell so anlegen. Es ist so, weißt du, was erinnert mich die Moves? Das sind so Ray of Light Moves, Madonna, das Frozen-Album. Ich bin so schwarz angelegt, ich könnte jetzt so Interpretationstanz machen heute. Aber das mache ich jetzt nicht. Aber weißt du, was beweisen wir jetzt? Was? White people can't dance. Absolutely. Aber ich kann mir auch keine Mühe geben. Warte, nächste Woche gebe ich mir Mühe. Ist gut. Ich tue etwas einstudieren. Das wird super. Ein Choreo. Das wird super. Du bist in einem Teenage Cheerleader Channel. Bist du eigentlich nicht mega glücklich, dass die ganze so Musical.ly-Zeit vorbei ist? Weißt du, mit diesen awkward White Girl Dances, das macht wirklich niemand mehr. Ich bin immer noch auf TikTok. Es sind immer noch alle White Girls, die awkward tanzen. Also ist das einfach, weil ich nicht gross auf TikTok bin? Dort tanzen sie immer noch. Ja. Damn it. Ich habe nicht gewusst. Sorry, ich nehme alles zurück. Ja. Schwierig. Also, Steffi, Jenny, wir sind letzte Woche am Weihnachtsmarkt gewesen. Wir haben sie gelöst. Wir haben 2 verschiedene weisse Glühwein getestet. Einen im Hauptbahnhof, beim, wie heisst der? Nicht so Alpine Market, whatever. Ja. Und einmal am Bellevue. Und ich glaube, für mich ist das Fazit, der vom Hauptbahnhof ist feiner gewesen, aber der am Bellevue ist in einem viel stilvolleren Becher serviert worden. Ja, der ist halt einfach in so einer Weihnachtsmarkt-Tasse gekommen. Und der andere ist halt einfach so ein Styropor-Papp-Ding gewesen. Das ist wirklich nicht okay gewesen. Und vor allem, was ist es? Depot am Weihnachtsmarkt am Zürich Bellevue ist 10 Stutz pro Becher, was ist es, Tasse in dem Fall. Ich weiß es nicht. Ja, aber wir haben es auf jeden Fall schnell gebracht. Ja. Aber es war lecker und weltgeile Tacos haben wir gehabt. Ja, Tacos, gerade wie vom Globus auf dem Opernplatz, die sind sensationell. Und natürlich Jovis Bäckerei, glutenfreie Bäckerei, hat einen Weihnachtsgutzli-Stand. Ja. Schon auch legendary. Haben wir uns sehr fest eingedeckt. Ja. Und Jenny und ich, wir haben ja beide Zöliakie und dürfen kein Gluten essen. Und als wir bei den Tacos angestanden sind, sind wir gerade so am Reden gewesen und gesagt, die sind wirklich glutenfrei. Und da kehrt sich ganz hübsche vor uns um und sagt, ja, sie sind glutenfrei. Und wir so, oh mein Gott, auch Zöliakie. Und sie so, oh mein Gott, ja. Und dann haben wir eine neue Freundin gehabt. Das ist wirklich very nice. Aber hey, an der Stelle, ich muss einen Shoutout machen zum Weihnachtsmarkt Einsiedeln. Stimmt, bist du nachher auch noch gegangen? Ja, wir sind am Samstag an Weihnachtsmarkt Einsiedeln und vor allem eigentlich, weil der Merlin dort ist. Der Merlin ist so ein Mittelalter-Märchen-Erzähler für Kinder und er macht es total toll. Er ist mega lässig. Also, anyway. Und unser Kleiner ist obsessed mit ihm, da sind wir nicht dran. Anyway, ich habe schon irgendwie 4 Farmer eingepackt, weil ich gedacht habe, ich kann nichts essen an dem beschissenen Weihnachtsmarkt in der Pampa ausser Wurst. Was immer so dann so das Deprimierende ist. Und Steffi, ich komme dort an. Ich laufe ein bisschen durch. Jetzt zuerst mal ein Glüh-Aperol. Okay. Habe ich schon mal gefunden, Einsiedeln, we got a talk. Okay. Und dann sehe ich einen Kässpätzli-Stand, wo steht, wir haben auch gluten- und laktosefreie Spätzli. Und ich dachte, okay, klar, tell me more. Und dann komme ich so einen roten Coupon über. Und dann habe ich sie dann so gefragt, ja, mit dem glutenfrei und so. Sie so, ja. Und alles, was sie brauchen fürs Glutenfreie, also die Kopfschöpfkelle und so weiter, hat alles einen roten Pöppel dran, weil es ist glutenfrei. Hat sie mir alles gezeigt. Ich bin very impressed gewesen. Wow. Es war also auch gut gewesen. Und dann habe ich sogar noch einen Stand gefunden, wo hebt die Unterhösli glutenfreies Magenbrot verkauft und glutenfreie Biber. Sehr les. Einsiedeln? Ich meine, who fucking knew, oder? Ich muss ganz schnell mich da informieren, wie lange das denn noch ist. Ja, ich glaube jetzt, also wenn das rauskommt, ist er eben schon nicht mehr. Okay, aber... sorry, aber next year, hey, für so in der Pampa, color me impressed, Einsiedeln. Mega les. What's going on? Hey, ja. Hätten wir nicht gedacht. Nein. Dark Horses kommen da irgendwie für. Aber mega les. Also, wir sind irgendwie gut eingegroovt, Weihnachtsmarkt technisch und Genuss technisch. Und ich kann jetzt gerade nochmal so einen Taco reinpfeifen. Aber wir haben es sehr lustig gehabt.
Und es war nicht so kalt gewesen, wie das letzte Jahr, wo wir sind. Dort haben wir Nein, das war so unpleasant gewesen. Ja, das ist wirklich Aber wir sind natürlich auch in bester Manier irgendwie, wir sind um 9:30 im Bett gewesen. Ja, das ist natürlich, finden wir grossartig. Also vor allem die Eltern von uns zwei, und ich glaube, wir wissen alle, welche das ist mega glücklich, wenn es eben ja. die Elfi in den Federn finde ich total gut. Und ich habe jetzt ein bisschen den Bammel von den nächsten 1-2 Wochen, weißt du, es sind so richtig Festtage zu und so, das ist wirklich, und ich habe so viel, und es ist mega lässig, ich habe so viel Aperos und dann Weihnachtsessen und weiss was. Ja, das ist wirklich, I'm getting old. Es ist wirklich einfach, dann finde ich immer so, gell, also, wir können schon spätestens um 11 Uhr gehen. Es ist wirklich ganz schlimm. Ja, aber dann weißt du, das ist das Glorreichste. Also, wenn jetzt die gross, wieso alle sozialen Anlässe vom Q3, Q4 sind jetzt bis Weihnachten. Mhm. Und ich muss jetzt auch noch, ich habe jetzt auch noch die letzte Übung von meiner Weiterbildung und ich muss auch noch 2 Papers abgeben bis zum 15. Dezember und es ist wirklich einfach so, I do hate myself a little bit now. Also, es ist also, ja, das But anyway. tut mir leid für dich. Also dann machen wir es Ja, aber ist okay. so, dass wir jetzt Gas geben, weil dann können wir beide das ist Yes. okay. Wir lassen uns mega Zeit. Ja. Halbschlau, Vollherz, mit vollem Einsatz. Genau, und vollem Ranzen, weil danke Magenbrot. Es ist wirklich so. Jealous? Ja. Ich bin wirklich jealous. Aber du hast das Magenbrot gekauft. Hat es noch irgendetwas? Geile Überleitung zu. Shit I didn't buy. Wo jetzt natürlich gefeatured ist in unserem geilen Adventskalender. Danke, Jenny, du hast den grössten Teil von der Arbeit. Wir haben vorher ein bisschen... Es war ein bisschen ein Blondinengespräch gewesen, weil ich Jenny gesagt habe, ich weiß nicht, wie die Bilder, die ich habe. Und dann hat sie so gesagt, ein Klick, Steffi. Bitch, it's a button. Es war ein Klick auf Canva und es ist mir mega peinlich gewesen, weil ich mache wirklich, weißt, ich mache so Grafiken auch beruflich. Es ist mega peinlich gewesen. Auf jeden Fall, ich finde unseren Shit I didn't buy Adventskalender auf Vollherz auf Instagram finde ich total lässig. Ja, und falls für euch Influencer tut es uns nur ein bisschen leid. Und ich hätte nochmal etwas jetzt zum Reinwerfen, wo wir jetzt erzählen, und das wird nachher immer also grundsätzlich, jetzt möchte ich es schnell erwähnen, weil ich wollte einfach einen virtuellen Klapper auf meine scheiß Schulter. Ich habe nichts gekauft am Black Friday. Ich habe jetzt nur so geschaut, ich glaube auch nicht, das stimmt nicht. Ich habe im Vorfeld von Black Friday habe ich ein grosses ein Haushaltsgerät gekauft, weil es auf der Wunschliste ist von einem von meinen Kindern. Finde ich, zählt das auch? Geschenkli, ja, Geschenkli ist okay. Okay, nein, es ist definitiv ein Geschenkli und das ist nicht sexy. Also von dem her, aber ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Ja, okay, so Elektrosachen, das lohnt sich schon. Ich habe aber wirklich kein Elektrozeugs gebraucht und auch sonst nichts gebraucht und ich habe wirklich auch nichts gekauft am Black Friday. Ich bin stolz auf dich. Du dich am Rücken klopfen. Gegen das blödes Grundständchen. Das ist gut. Und was hast du jetzt diese Woche nicht gekauft? Was ich nicht gekauft habe, es kommt in den Adventskalender. Und es wäre eigentlich schon fast auch eine Überleitung zu Am I the Asshole? Why? Ja, weil ich nicht weiss, bin ich das Asshole, wenn ich die verschenken würde. Und zwar, es ist eine Kerze. Und jetzt, wenn ich sage, es steht schweizerdeutsch Zeug drauf, dann haben wir alle, die so alt sind wie wir, haben so grausam traumatisierte Flashbacks so an diesen huren beschissenen Kantonstaschen von damals. Weißt du, so, Aargauerin, Zürcherin. Das ist schlimm. Ich meine, sorry, was haben wir überlegt? Und, weißt du, es hat doch auch mal dann noch die frechen T-Shirts gegeben mit irgendwie so Güssel-Schweizerdeutschen Wörtern drauf. So, Müsli. ja, Äbli. Genau, aber keine Loose meint ich. Also eben, dann habe ich, genau, Loose meint ich, war wirklich nice gewesen. Ja, I know. Oh, da habe ich wirklich gekämpft über darum. Jetzt ist der Schweizerdeutsche Wörter, macht sie so gerne. Okay, gut. Ja. Und ich dachte, okay, Schweizerdeutsche Kerze, als ich die Ad gesehen habe auf Instagram, gefunden, that's not gonna happen. Aber ich habe dann tatsächlich eine gefunden, die in den Adventskalender kommt, weil ich sie schon gut finde. Und es steht einfach drauf, wenigstens hast du kein hässliches Kind. Weißt du, es ist völlig egal, ob Kerzen drin etwas taugt oder nicht. Sorry. Toll, oder? Und wenn er nicht alle Welt kostet, ist es ein mega lustig. Ja, weißt du, your entire life turned to shit. Aber hey, wenigstens hast du kein hässliches Kind. Sehr gut. Okay, ich respektiere es, dass du es nicht gekauft hast, weil wahrscheinlich ist es auch nicht wahnsinnig teuer gewesen, sondern finde ich... Nein, aber die Frage ist immer schon, would I be the asshole, wenn ich sie verschenken? Ich finde, nein. Es kommt auch nicht, aber es kommt schon recht auf den Rezipient drauf an. Ja, und eben, ich wollte sagen, also du kennst die Leute und so, und ich glaube, es könnte sehr gut ankommen oder sehr nicht. Ja.
Von dem her. Also ich habe etwas, was ich nicht gekauft habe diese Woche, wo ich finde, wahrscheinlich hätten alle mega Freude, und ich habe es der Jenny gerade vorher gezeigt und sie hat also auch ein bisschen leer geschluckt. Ich habe auf der Globus Homepage gesehen, dass sie jetzt von Liberty London haben sie so mega farbige, so Retro-Küchentüchli. Und Liberty ist ja der Brand, der so ganz berühmt war für die Liberty-Stoffe oder für die Baumwollstoffe mit diesen kleinen Blümchen. Und es ist eben nicht das, es ist nicht Laura Ashley Blödsinn fürs Landhaus, sondern wirklich lässige so Art Deko in so poppigen Farben und so. Und es sind wirklich mega schöne Küchentüchli. Aber eins kostet einfach 30 Franken. Und ich habe so ein bisschen Issues mit meinem Mann. Das ist jetzt plötzlich ein Therapie-Podcast. Aber mit dem Tigerprinz habe ich abgemacht, dass es keine neue Vase gibt. Und ich darf keine neuen Küchentüchli kaufen. Bis unsere, ich glaube, 8 verschiedene Küchentüchli-Sets, bis mindestens 2 davon einfach, weißt, so Löcher haben und dann müssen aussortiert werden. Ich habe wahnsinnig gerne schöne Küchentüchli. Also kein Küchentüchli für die Steffi, aber wir tun sie in Adventskalender, weil sie sind so schön. Scheiße, der Steffi einfach die Scheiße. Liberty, Küchentüchli. Also falls mich jemand wichtelt, wir haben jetzt Familienweihnachten und so, und falls mein Wichtel jetzt zulässt, wäre es noch lässig. Wink, wink. Gell? Nein, es ist wirklich, das ist sehr platt. Operator. Definitiv. Können wir das jetzt smooth überleiten zum MIDS? So? Ich glaube voll nicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Scheiße. Ich glaube, wir haben jetzt gerade, es ist ein bisschen, wir müssen es überhieven. Wir jetzt richtig so, Ja, mal, Steffi, backern! backen wir mal. Gabelstapler nehmen und müssen das überbackern. Jenny, wir haben miteinander abgemacht, dass wir nicht mehr St. Gallen reden. Es hat sich zwar noch niemand beschwert, lustigerweise, also ich könnte immer noch... Nein, über das nicht. Über das nicht. Sie haben sich andere Sachen gesagt, aber es hat noch niemand... Beschwert hat sich noch niemand grundsätzlich. Hört es wird schon kommentiert. Es ist wirklich, wir können es auch nicht. Ich weiss gar nicht, wieso dass wir die ganze Zeit Ostschweizer. Das ist wirklich so ein bisschen ganz... Ich finde, wir können es einfach mega glatt empfehlen. Also ich finde, manchmal macht es einfach Spaß. Also das Gatter-Sprüchli kann ich empfehlen. Nein, also wirklich. Kann nur schnell empfehlen. Habe ich schon mal gesagt, dass mein absolutes Lieblingswort irgendwie so auf Ostschweizer ist ich wohne im Bade. Ich finde Bade, das ist wirklich, da sterbe ich fast, weil ich muss sagen. Nein, weißt du, das finde ich eben toll. Oh. Dass wenn du in der Ostschweiz wohnst, dann hast du nämlich einen Garten und der hat ein Gartengatter. Also Gartengatter. Das Gartengatter. Das ist auch ganz sexy. Aber wir hören auf. Ich weiss, wir haben versprochen, wir hören jetzt auf. Okay. Das haben wir überhaupt niemandem versprochen. Das stimmt eigentlich. Wir können machen, was wir wollen. Ist so ein Podcast, Mann. Darf ich ganz gescheit etwas erzählen? Ja, weil es ist unser Podcast. Ich habe mit einer guten Freundin geredet und ich darf jetzt, glaube ich, keinen Namen nennen, heute. Und ich kenne sie schon lange. Dann hat sie mir erzählt, was die bei einem grossen Mobilfunkanbieter, der sich mit Wald reimt, ist sie lebenslang gesperrt, weil sie behauptet, vor etwa 25 Jahren hätte sie beim Kundendienst angerufen und sie war gar nie eine Kundin gewesen. Aber sie, mit dem Kundendienst hat sie eine Frau so zusammengeschissen und ist so hässlich geworden und dann hat sie dieser Frau ganz einen schlimmen Ausdruck gesagt für ein weibliches Geschlechtsteil, das mit F anfängt. Und dann hat die Frau am Telefon gesagt, genau, und sie hat gesagt, sie sind fürs Leben lang gesperrt. Und sie ist letztlich kontrollieren bei einem Mobile Zone. Hat sie gesagt, neues Abo und so. Und dann nachher sie so, aber sie sagt, glaube sie eben gesperrt beim einen Anbieter. Der andere so, was? Dann ist sie anschauen und hat gesagt, sie sind wirklich gesperrt. Also sie sagt, es sei 25 Jahre her. Ist das nicht grossartig? Hey, das ist jetzt so lustig. Also nicht, ich verurteile natürlich, dass man andere Menschen das so würden sagen. Aber ich finde es schon recht ein Badge of Honor, wenn du gesperrt bist. Ja, weißt, stell dir vor, ich meine, vor 25 Jahren hat sie einfach einen schlechten Tag gehabt und vor allem, weißt, wenn du im Kundendienst schaffst, weißt du, wirklich bei einer Hotline bist du dir doch gewöhnt, dass Leute Kontenance verlieren. Es gibt, glaube ich, keine Hotline auf der Welt, die einfach lässig ist, die einfach nur fröhliche Leute anrufen und sagen irgendwie so, hey, ich kann nur sagen, dass ich dich super finde, sondern es sind alle irgendwie aufgelöst wegen irgendetwas, oder? Das wäre doch vielleicht mal, weißt, so eine Schmeichel-Hotline, wo du einfach kannst anrufen und dann erzählt er einfach über, wie toll du bist und wie glorreich und wie shiny your hair is und so. Wittwart, unsere berühmte Liste. Wir haben, wirklich, ich sag dir, 2026 Steffi, hey. wir werden Millionärinnen, 2026. Wir haben so viele gute Ideen, wirklich. Das ist wirklich so. Also, aber ich finde, das ist jetzt gleich eine total schlechte Überleitung zu der die Asshole-Frage von der Woche. Nein, weil es geht um Geld. Und wir werden dich, es ist nicht so smooth, aber it's there. Okay, es stimmt. Also, weil es geht um Kohle. Ich habe eine ganz besonders gute Geschichte. Nein, es ist einfach eine, die wir einfach gefunden haben, wir müssen das besprechen.
Hit me. Nochmal ganz kurz zum Einordnen. Oh, ja, wir müssen nachher über den Jimmy Carr schimpfen, aber Jenny und ich haben ja, wo wir den Podcast gelauncht haben, haben wir ja gefunden, also ich bin ja besessen von diesen Am I the Assholes oder bin ich das Arschloch Foren auf Reddit. Und ich habe jetzt heute Morgen einen gesehen, den ich jetzt mit euch muss teilen, weil ich finde es eigentlich sehr zeitgemäß. Ist gut. Bist du bereit? Hit me. Baby, Also, die grosse Frage ist, bin ich das Arschloch, weil ich einen Freund gebeten habe, mir das Geld zurückzuzahlen, das ich ihm vor Monaten ausgelehnt habe? Schon mal ein bisschen brisant. Okay. Okay, also, ich starte. Kann noch schief gehen. Der Redditor schreibt folgendermaßen. Ein männlicher Redditor, Alter unbekannt, schreibt, vor ein paar Monaten hat mein Freund mich gefragt, ob er ein bisschen Geld auslehnen von mir, weil er gerade einen Engpass hätte. Es war nicht eine Riesensumme, aber definitiv viel Geld für mich. Er hat gesagt, er zahle es innerhalb von einer Woche zurück. So weit, so gut. Die Woche ist vergangen, dann mehrere Wochen, dann Monate. Er hat es nie erwähnt, außer wenn ich ihn daran erinnert habe. Und jedes Mal hat er dann gesagt, ich überweise es dir gleich. Aber es ist nicht passiert. Und jetzt schreibt der Redditor, was mich am meisten nervt, ist, dass er während der ganzen Zeit im Ausgang ist, Essen bestellt hat und Sachen kauft und er hat sogar ein paar kürzere Reisen gemacht. Also offenbar ist das Geld nicht mehr so knapp. Und dann sagt der Redditor, letzte Woche habe ich ihm gesagt, dass ich das Geld wirklich zurückbrauche. Und anstatt Verständnis zu haben, ist er genervt und hat gesagt, ich setze ihn unter Druck und sage, knauserig. Und ganz ehrlich bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich mich wie ein Bettler fühle, wenn ich nach meinem eigenen Geld frage. Es ist mir peinlich, obwohl es mir gar nicht sein sollte. Und jetzt fragt er, also ein gemeinsamer Freund hat dann mir gesagt, hey, let it go, um noch mehr Drama zu verhindern. Aber es hat mich nur noch mehr verwirrt und ich möchte unsere Freundschaft nicht kaputt machen, aber ich finde es auch nicht fair, dass ich mich irgendwie wie schuldig fühle, wenn ich nach etwas frage, was sowieso mir gehört hat. Jetzt fragt er, habe ich eine Grenze überschritten, weil ich nochmal nachgefragt habe oder nutzt mich mein Freund einfach aus? Ende der Geschichte. Ja. Okay. Ich glaube, das Verdikt ist relativ klar, was die Redditors gesagt haben. Ich glaube, irgendwie so bis auf irgendwie 2%. Ja. Haben alle natürlich Not the asshole. Not the asshole, natürlich nicht. Ja. Und Geil, ich muss das wenn zeigt ich halt einfach, ja, also ich finde immer, man sollte, also ich finde grundsätzlich bei Freundschaften Menschen, die knauserig sind, finde ich, ist irgendwie nicht so meine Welt. That said, wenn du natürlich Geld auslehnst, finde ich, ist es halt immer hilfreich, wenn du klar halt wie so die Expectations setzt. Also ich glaube, das Höchste, was ich mal ausgelehnt habe, sind 600 Franken gewesen. Und dort war wie auch schon klar gewesen, dass die Person die 600 Franken nicht einfach grundlos auslehnt, sondern dass sie halt auch dann recht gestückelt zurückkommen. Mhm. Und die sind dann wirklich irgendwie, ich glaube, über ein Jahr sind die dann zurückgekommen, so mit so 50 bis 50 Franken im Monat oder so. Und das ist wie okay. Das haben wir dann, also weißt du, das ist wie so klar gewesen und dann ist das okay. Aber wenn du natürlich dann, ja, halt die Regeln, was wie nicht setzt ist, das ist halt schon mal shame on you. Und dann finde ich halt auch, wenn du wirklich Geld auslehnst und du hast nachher die Möglichkeit, um das zurückzuzahlen, zahlst du es halt auch zurück. Also ich finde auch, es ist ein klarer Fall von, die andere Person ist lausig und ja, sie nützt die Freundschaft aus. Aber es hat auch einen Kommentar gehabt, einer von der obersten Kommentare von den Redditors, wo ich eben auch einverstanden bin, wo ich grundsätzlich einfach irgendwie mir mal gesagt habe, dass du einfach irgendwie eigentlich nie solltest Geld auslehnen, sondern, also jetzt an Freunde, sondern nur Geld verschenken. Auch mental. Dass du einfach sagst, wenn jemand Geld braucht, schenke ich ihm oder ihr das Geld. Und ich gehe davon aus, dass das mache ich nur, wenn ich es mir leisten kann, dass es mir nicht wehtut, wenn das Geld bei mir fehlt. Und dass du keine Expectations hast, dass das jemals zurückkommt. Und dann kann es eine angenehme Überraschung sein, wenn jemand einfach insistiert und sagt, nein, das geht für mich gar nicht und sie zahlen es zurück. Dann ist ja cool. Aber ich finde das noch ein schöner Gedanke. Wir sind nicht alle mega reich, aber das, weißt du, einfach irgendwie so, ich finde gerade unter Freunden ist es jetzt eben nochmal etwas anderes. Also ich würde mega vermeiden müssen, Freunde um Geld anzuhauen. Und wir haben eben, ich finde es nochmal etwas anderes, wenn du weißt, jemand ist in ihrer Notlage. Ich würde niemals, also es müsste auch hure viel passieren, wenn ich jetzt irgendwie wieder eine Freundin anrufe und sage mir so, hey, ich bin so im Seich, ich brauche jetzt 1000 oder 2000 Franken. Weißt du, die Schmerzensgrenze ist bei allen anders, oder? Aber ja, natürlich. Ich finde es auch, weißt du, es ist auch ein Unterschied. Also es kommt halt einfach extrem auf die Notlage drauf an, irgendwo drin, oder? Ja. Und das andere, ja, ich finde das mit dem Verschenken total schön. Da hätte ich halt wie, ich weiß nicht, da gibt es
für mich hat es gerade spontan gedacht, was ist so meine Grenze? Und Mhm. ich habe schon so gewisse Sachen, weißt du, wenn du, also alles, was so bis so, ich sage jetzt mal, 50 Stutz, da wird gar nicht überlegt. Also weißt du, so Klassiker, wir gehen an den Weihnachtsmarkt und du zahlst eine Runde und ich zahle eine Runde und die dritte Runde, keine Ahnung, wie weit die gegangen ist. Und so Zeugs sind einfach auch so, also dort gehe ich wie nicht so Buchhalten, Milchbüchlein führen. Mhm. Und ich habe dann einfach irgendwie so, ich weiß auch nicht, ich habe dann irgendwie das Gefühl, ich glaube, über den Daumen hat da jemand gestimmt. Und das ist dann wie okay. Aber ich finde, das Mhm. funktioniert halt auch nur, wenn du weißt, es ist wie beide, weißt du, wie beide haben etwa so die gleichen finanziellen Mittel. Ja. Wenn du jetzt weisst, jemand kommt wirklich jetzt nur mit dir irgendwie essen ähm, und ist anders steht anders finanziell da und für die Person ist das so einmal im Monat kommt sie jetzt mit dir raus Mhm. und dann hast du vielleicht einen anderen Approach, weil du einfach wirklich weißt, Ja. hey, für sie ist das, hat vielleicht weniger und Mhm. wir rechnen das vielleicht anders ab. Wenn Mhm. ich weiss, so vielleicht, es ist jemand, weiß nicht, ich gehe dann auch nicht beim Restaurant ausrechnen. Also genau, dies ist jetzt so und so. Ausser, das gibt auch ganz viel Red, das können wir das nächste Mal nehmen. Es gibt, wenn natürlich jetzt jemand irgendwie ein Filet Mignon hat und du Ja. hast irgendwie Ja, eine ja. Caprese, finde ich dann auch, da kannst du nicht einfach durch 2 nehmen. Eben. Haben wir das nicht schon mal besprochen? Über die Situation, wenn die wie knappe Kasse ist und jemand schreit dann irgendwie so, nein, durch 4. Und du findest so, what? Ich habe literally Spaghetti gehabt, weißt du, so. Ja, dann finde ich so, no, oder? Ja. Aber ich weiß nicht, sonst, ach, ich weiß nicht, Weißt, ich ich finde gehe dann jetzt einfach noch blöd. eins weiter mit der Restaurantsituation. Ich halte es zum Beispiel auch fast nicht aus, wenn ich jetzt mit Freundinnen, ich gehe regelmäßig irgendwie mit einer Gruppe von Freundinnen zum Mittagessen. Und ich finde es im Fall wirklich, ich weiss, dass das der Job ist vom Servicepersonal. Die können das, wenn du sagst, rechne gerne durch 4 oder wir zahlen einfach einzeln. Das muss völlig okay sein. Aber mir ist es unterzwischen im Zeitalter von Twint schon mega peinlich. Und ich finde, es ist so kleinlich, wenn man sagt, ja, jeder zahlt selber. Sondern da tue ich viel lieber, einfach finde ich, jemand zahlt und die anderen twinten es zurück. Und zwar literally noch am Tisch. Nicht irgendwie, weißt du, wie du kannst es ja mal vergessen. Aber es ist wirklich, wenn jemand zahlt, die anderen sind schon am Twinten. Das finde ich, also bei mir im Freundeskreis funktioniert das sehr gut. Und Ja, das machen es wir hat's noch, eigentlich auch so. eben, und das hat es noch Ja. sozusagen nie gegeben. Oder du musst vielleicht mal jemanden Also reminden. ich habe einen Kollegen, mit dem gehen, also er ist so ein Bargeldfetischist. Und da müssen wir dann immer irgendwie schauen. Weil ich kann sie ihm dann nicht twinten. Okay, ja, Und ja, das ist natürlich schwierig. dann ist es immer ein bisschen mühsam. Ja, Ja, das ist immer noch ein bisschen schwierig. Weil er einfach, ist das der auf der Alp oben wohnt? Und irgendwie, weißt du, so keinen Strom hat und so ein bisschen, weißt du, irgendwie so jeden Morgen seine Kuh gehen melken. Nein, das finde ich jetzt, also, ich weiß es nicht. Er weird. schafft in der Stadt. Vielleicht geht er mit seiner Geist. Nein, ich weiß es nicht. Aber anyway, also, ich finde, Geld auslehnen, Geschichten. Ich bin zum Beispiel so eine, das kannst du wahrscheinlich unterzwischen auch bezeugen. Ich mache immer alles gerade, aber ich bin auch wahnsinnig vergesslich. Und ich glaube, mir könnte das höchstens passieren, wenn irgendjemand etwas gezahlt hat und ich vergesse es, literally zurückzuzahlen. Aber wenn jemand sagt, mich daran erinnert, das ist mir dann auch mega unangenehm. Oder wie so, hey, weisst du noch, zum Mittag und so. Und das finde ich auch total schlimm. Also, dann würde ich es auch sofort überweisen. Aber ich finde, das sind andere Issues. Also jetzt bei dieser Geschichte, finde ich, tönt einfach nach, der Kollege hat einfach irgendwie gefunden. Also es ist fairerweise, gell, es ist aus dem Englischen übersetzt, es könnte auch Kollegin sein, es ist kein Ja, Geschlecht, natürlich. my Ja. friend. Das ist ja Aber ein Standard. das tönt einfach sehr nach irgendwie, weißt du, so quasi wie so, hey Dude, vergiss es einfach. Und das ist wirklich, das ist mega daneben. Ja, aber das Gleiche ist auch, wenn ich irgendwie finde, weißt du eben, wenn ich jetzt weiss, ich gehe mit jemandem, der wirklich irgendwie auf den Rappen schaut. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ich sage jetzt mit dir irgendwie etwas keine Ahnung, trinken und du schreibst mir dann irgendwie 3 Tage später, im Fall, es sind im Fall noch irgendwie 2,75 Franken für irgendwie, da muss ich Nein, sagen, turn off. weißt du, dann tue ich irgendwie 6 Franken twinten und mit dem Ja, so ja. long. Es Thank ist you wirklich for so. the project. Also, Es ist ein Freundschafts-Boner-Killer. Es ist wirklich, das finde ich auch. Aber das sind halt einfach wieder knausrige Menschen. Und das ist, glaube ich, bei uns zwei recht weit oben auf der Liste von Shit, die wir nicht lässig finden. Und ich glaube, die meisten Leute finden das nicht cool. Weißt du, so einfach so ein bisschen Rappenspalter. Das ist also ein geiles Wort. Sag's nochmal 3-mal hintereinander. Rapspalter. Ein Rappenspalter im Garten. Sorry. Manchmal rutscht es einfach raus. Aber anyway, also ich finde, abschliessend können wir sagen, wenn es irgendwie geht, nicht
von Freunden Geld auslehnen. Dann Nein. kriegst du also lieber zu deinem Vater oder zu deiner Mutter oder zu deiner Schwester und dann hast du einfach irgendwie so, hey, lass sich da etwas machen. Oder Ja, gehst Familie ist grundsätzlich natürlich super, aber eben ist natürlich Okay. auch ein Privileg, wenn du das kannst. Das stimmt. Und sonst würde ich einfach vorschlagen, dass man ins Tram geht. Also ich könnte zum Beispiel ins Tram einsteigen und dann würde ich ganz laut singen und dann kann man mich zahlen, damit ich aufhöre zu singen. Das wäre vielleicht Solid, auch eine Möglichkeit. solid. Oder eben irgendwie Es kommt wieder auf unsere eine Liste. Hotline. Ja, Good ideas. Das ist wirklich so. Okay, ja. gut. Das Also kommt und eben am I the als Asshole. Studie eher ein bisschen weiter runter. Es ist so. Mhm. Und wir haben einen kleinen Schockmoment gehabt, beziehungsweise ich letzte Woche, weil ich innen mit so rumsurfen war, bin ich in der Tiefe vom Internet, am Abend um 12:30, als ich musste schlafen und gesehen, dass der Jimmy Carr, du weißt, der britische Comedian mit dem Ja. dass er eine Sendung hat im Fernsehen, Am I the Asshole? Und er hat wirklich eine Show daraus gemacht, die läuft irgendwie, glaube ich, auf Amazon Prime oder irgendetwas seit dem Oktober 25. Ja. Und wir haben ja das No. in weitem nicht erfunden, aber also die Reviews sind vernichtend. Und wirklich so, The Guardian hat gesagt, das sei the laziest form of TV ever. Und ich so, okay. No one asked you, Guardian. Nein, Also, ich mich ein bisschen Look, ich finde es ja schon, ist es, ich jetzt davon, ich finde, wir machen es, so wie wir es machen, ist es grausam kreativ und originell. Ich habe jetzt noch nie im Jimmy Carr geschaut. Und ich finde eigentlich schon, es ist halt gerade dumm, dass sie bei der SRG irgendwie 900 Stellen abbaut, aber ich finde eben eigentlich schon, es wäre Primetime Television. Es Und ist das Beste, wo im SRF hätte können passieren, sind die Bestatter. Es ist so. Aber, ich meine... Hey. Wenn jetzt jemand Zuhören ist, das Einzige, was ich jetzt sehe, ist Steffi und Jenny, die einfach irgendwie, weißt du, so ein Schild aufheben, weißt du, so, SRF, call me, ich weiss, du hast kein Geld, aber ich kann dir ein bisschen auslehnen. Nein, ich weiss nicht, ich habe natürlich nie im SRF vor der Kamera gearbeitet, notabene. Aber hey, hast du das mal gewusst? Ich habe einerseits beim SRF hinter der Kulisse gearbeitet. Ja. Ich habe damals die tollen Videos digitalisiert, so 10 vor 10 und Tagesschau und so, dass wir die online im Archiv Du hast gesagt, es war ein mega schocki Job. Es war toll, es war ein richtig toller Job. Und ich bin am Fall auch schon zweimal? Ich glaube, zweimal vor der Kamera gewesen. Als was? Einmal bin ich magst du dich noch als Ups erinnern? Ja, sicher. Ich bin in einer Ups-Reportage drin gewesen, zu Geocaching. Okay. Ja. Und einmal sind der Wenzel und ich in so einer Game-Show drin gewesen. Interesting. So lustig. Nein, sogar 3-mal. Ich bin einmal gegen einige 100 gewesen. There you go. Also, du hast fast Ich habe nur unter Top 4 geschafft. Das war disappointing. Okay, das ist wirklich disappointing. Weil ich meine, ich habe jetzt gerade überlegt, du gesagt hast mit dem Ups, ich bin mal Gast gewesen im Ups bei der Mona Fett als schlimmste Radiomoderatorin von der Schweiz. Ist mega lustig. Aber ich weiss noch genau, was ich angehabt habe. Das muss irgendwie so 1999 gewesen sein. Und ich hatte so einen schwarzen Minirock über Hosen rein und Buffalos. Mit so einer, so kecke Kurzhaarfrise. Sehr lustig gewesen. Und einmal habe ich bei einem Pilot für eine Gaming-Show, also in Videogames, habe ich irgendwie mitgemacht. Und das ist, glaube ich, so desaströs gewesen. Also, dass die einfach auch nach dem Pilot haben sie eingereicht und alle irgendwie so, nein. Aber Xander, SRF, wir haben ein mega gutes Portfolio. Absolut, wirklich. Also ich erwarte, dass jetzt mein Telefon schaltet. Jetzt. Mega. So. Ja. Und sonst, wenn vielleicht, okay, wir werden auch offen für Telefon von Leuten, die in der PR sind, weißt, die total finden, sie können mit Mandat umgehen, wo Kundinnen einfach brutal grössenwahnsinnig sind. Ja, also literally. Es ist wirklich, wir wären total parat. Aber wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, wir wären wirklich, würde uns nicht viel ausmachen, uns ein bisschen zu prostituieren. Also wir sind offen für Sponsoringverträge, wenn es um glutenfreies Essen geht. Besonders Reisen finden wir auch lässig. Also von dem her, nein, ist ganz schlimm. Hättest du einen Wunschdeal? Wenn du jetzt wirklich einfach so auf der grünen Wiese so einen PR-Brand-Deal wünschen? Also ich sage jetzt etwas so ein bisschen Arschiges, weil es wäre noch realistisch, aber ich fände natürlich so ein SBB, weißt du, so, oder Eurail, weißt du, einfach irgendwie so einen Reiseanbieter. Nein,
ich nehme es zurück. SBB, we love you. Ich hätte gerne TGV, bitte. Ich hätte gerne ein Sponsoring, dass wir 2 regelmäßige Reisen machen. Und sehr gerne mit dem Zug, finde ich total ökologisch. Es kommt doch jetzt dann der Nachtzug, der irgendwie dann direkt von Basel auf Oslo geht. Mega lässig, also es gibt so viele lässige Reisen, die man machen könnte. Und ich finde, wir wären prädestiniert, um das zu machen. Ja, okay. Also einfach Travel. Und ich tue nicht gerne fliegen, aus ökologischen Gründen. Und darum wäre Zugreisen sehr ideal. löblich. Ja, das ist so. Ja. Okay, also ich habe es gedroppt. Was wäre es bei dir? Also Lind und Sprüngli gängt im Fall schon auch. Dürfen wir auch essen. Ja, Lindsprüngli ist voll okay. Hey, bist du eigentlich bei denen mal im Outlet gewesen? Nein, wo hat es ein Outlet? In Schlieren. Really? Yes. Das ist ja fast in deiner Hut. Also weißt du, ich muss es ist eigentlich so literally zwischen uns zwei. Interesting, okay. Ja. Und das lohnt sich? Ich weiß es eben nicht. Ich bin noch nie gewesen. Okay, also dann können wir ja mal einen Live-Podcast machen aus dem Link. Wir machen das da. Weißt du wieso? Wir checken das. Weißt du wieso? Wann war das gewesen? Es war nicht Mona gewesen, oder? Weißt du, wo doch dann einmal so Sachen ist, go probieren und go machen und go auschecken. Ja, also eigentlich... Lind und Sprüngli Outlet auschecken, dass wir können rapportieren können. Ist auf meiner Liste, ich bin total parat. Ich hoffe. Total okay. Nein, wirklich. Aber hast du nicht noch irgendetwas gehabt, wo dir auf dem Herzen gelegen ist? Hey, ich finde, das können wir durchaus nächste Woche machen. Und du sparst auf? Ja, ich spare es auf. Okay. Weil es ist schon 31 Minuten. Und ich finde vor allem, weil uns hat eine ganz nette Hörerin hat uns auf Instagram geschrieben, dass sie amigs uns hören im Gym und dann immer so laut müssen lachen und das amigs ein bisschen peinlich sagen oder dass sie amigs vielleicht uns ein bisschen besser die halben Glätter hören. Und weißt du, wenn die Leute das im Gym hören und wir einfach irgendwie 45 Minuten und länger würden machen, dann müssen die Leute noch länger im Gym sein. Ich kann sagen, du bist auf dem Stepper auf dem scheiß Gerät und findest einfach so, wenn... Oder der Climber. Ja, genau, das ist noch viel schlimmer. Ich mache einfach jetzt ein Workout, solange Jenny und Steffi einfach irgendeinen Bullshit daherreden. Und dann hören wir einfach nicht auf. Das ist wie die fucking Yoga-Lehrerinnen. I'm not talking about you, Lilian, die dann einfach so Sachen sagen, weißt du, irgendwie so im Downward Dog und dann so, und 5 und 4 und 3 und 5 und ich so, Entschuldigung, ich habe gesagt, ich tue nicht mehr swearen. Das finde ich auch ganz schlimm. Ja, aber schon nicht sehr enlightened, ehrlich gesagt. Aber ich habe es lässig gefunden, was du gesagt hast mit dem Step, weißt, mit dem Climber. Man merkt, dass wir 2 nicht ins Gym gehen, weil wir irgendwie so Sachen machen. Weißt du, der Climber? What? Einfach literally nicht. Aber also falls es ein Climber ist, aber es ist wirklich dumm beschissen. Darum, nein. Ja, nein, machen wir nicht. Und also, falls du jetzt gerade am Sport machen bist oder auf dem Climber, wo mir behauptet, Gabis, we love you. Oder wenn du am Rennen bist, oder wenn du zum Beispiel im Zug sitzt und findest, jetzt kommt dann gerade der Bahnhof, hört auf, könnten wir jetzt auch wirklich aufhören und uns unsere Perlen für nächste Woche aufsparen. Ist gut? Machen wir. Finde ich grossartig. Also, Glühwein, Ole, nein, heute nicht mehr, aber who knows, vielleicht nochmal. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.